Guten Morgen. An den nächsten Minuten werden wir zusammen gucken über den Artikel 29 bis vom Gesetz über das Aménagement kommunal. Das klingt relativ abstrakt, aber wenn ihr so wollt, dass den Artikel den definiert, wie viel erschwingliche Wohnraum in Zukunft muss an den neuen Wohnquartieren entstehen. Wichtig zu sagen ist aber den Artikel 29 bis, der spielt aber recht für die Projekte, die PRPen, die 6 Monate nach Inkrafttreten von dem neuen Gesetz an Prozedur gehen, das heißt, da wo der Chefrat dann offiziell mit dem Projekt saisiert wird. Und für alle Leute, die anderen PRPen, die vorderen an Prozedur gegangen sind, da ist es so, dass da den Artikel 29, also die alle Dispositionen quasi vorderen spielen. Was sind da die großen Änderungen bei den zwei Artikeln oder was kommt da neu? Das ist sich, dass final mal mehr erschwingliche Wohnraum muss entstehen und dass auch mehr PRP, noch final mehr kleine PRP auch erfasst gehen von dem Artikel 29 bis. Das heißt, auch da muss erschwinglichen Wohnraum entstehen. Der große neue Moment ist allerdings, dass die Wohnungen, so wie man das heute noch kennen, direkt über Bauprämienempfänger verkauft oder verlohnt gehen. Aber sie müssen an die öffentliche Hand gehen, also sie werden noch an der öffentlichen Hand müssen bleiben. Und wenn das dafür gesehen, weil die Cession von den abordablen Wohnungen, die geschieht auf folgende Weise. Terrain, die werden gratis zediert gehen und öffentliche Hand, das ist ohne finanzielle Entschädigung. Und auf der anderen Seite Wohnungen, die abordablen Wohnungen, die werden zum Entstehungspreis an die öffentliche Hand gehen. Und ihr seht schon, die Cession ist relativ günstig für die öffentliche Hand und dafür gouf auf der anderen Seite eine Konterpartie vorgesehen für die Proprietären, die mehr Baupotenzial für Wohnfläche kriegen als Kompensation zu dieser Cession. Den Artikel 29 bis, wie spielt denn? Man spielt für PRPen, für Neukartien, die einen gewissen Envergure haben. Und da ist es so, das gesehen am Schema hier neben drin, für Terrain, die heute schon als Wohnzone klassiert sind, da ist es so, dass für PRPen, die mehr wie 25 Wohnungen vorgesehen, da muss 15% von der Wohnfläche reservieren für erschwingliche Wohnraum, auch für ein bisschen wie kleine PRPen zwischen 10 und 25 Wohnungen, da sind es nach 10% von der Wohnfläche, die dann auch für erschwingliche Wohnraum müssen reserviert gehen. Was neu dabei kommt, dass für die Terrain, die später werden umklassiert gehen als Wohnquartier oder als Wohnzone, die Terrain, die 6 Monate nach Inkrafttreten von dem heutigen Gesetz werden auf den Instanzenweg gehen als Modifikation vom PRG für dann als Wohnquartier klassiert zu gehen. Da wird ein verschärften Prozentsatz gelten. Heißt, du musst nach mehr erschwingliche Wohnraum vorgesehen, und das gesehen an der Grafik an eben drin. Bei mehr großen PRP über 25 Wohnungen, da sind es schon 20%. Bei denen von 10 bis 25 Wohnungen sind es 15%. Und da kommt eine Kategorie dabei, die 5 bis 9 Wohnungen, da sind es nach 10% von der Fläche, die da so muss reserviert werden. Da seht ihr schon den Unterschied von heute, bei denen mit größeren PRPen, da haben wir nicht mit 10% von der Wohnfläche, die muss reserviert werden, mit 20%. Das ist das schon eine Verdoppelung vom erschwinglichen Wohnraum, den da muss entstehen. Wenn wir da wissen, wie viele Wohnungen müssen für erschwingliche Wohnraum reserviert gehen am PRP, da stellt sich natürlich die Frage, wie geht das in der Praxis bei der Elaboration von der PRP. Da ist ein Moment, da werden die Terrain müssen fixiert gehen, determiniert gehen am PRP, die reserviert gehen für die abordablen Wohnungen. Das heißt, da keine Servitut auf dem Terrain, die dann auch verhindert, dass die Wohnungen um freie Marche können verkauft werden, also in der öffentlichen Hand müssen bleiben. Weil das Ziel ist ganz klar, dass man den Wohnpark von der öffentlichen Hand immer mehr weit können ausbauen auf Dauer, dass wir immer mehr Leute können effektiv erschwingliche Wohnraum dann auch zu Lützeburg anbieten. Der Schwach von den Terrain, den als ein bisschen kadriert vom Gesetz. Das Gesetz sieht, dass die kein Terrain reservieren, die sich nicht für abordablen Wohnraum auch dann tatsächlich prätieren. Hier ist zum Beispiel Terrain, wo in eine Villa kein Abrichten von 500 Meter Carré, das klar, das gibt kein erschwinglichen Wohnraum. Und selbst gilt für Terrain, die durch die Kontranten so schwierig bebaubar sind, dass von der sovielten Statiker quasi den Schweiß auf die Stirn kriegt, für die Planung zu machen. Die sind exklu. Und da wird dann auch bei der Planung was drauf aufgepasst. Ich hatte wieder gesagt, es kriegt als Konterpartie zu der Cession mehr Baupotenzial für Wohnzwecke.
Aber wie funktioniert das in der Praxis? Das so, dass de PAG dafür nicht muss ändern. Das heißt, kriegt den automatisch, sobald den Artikel 29 bis spielt, kriegt den 10% mehr Baupotenzial für Wohnzwecke, ohne den PAG im Moment zu ändern. Die 10%, da muss ich natürlich aufpassen, wie geht ich mit den 10% um. Genauso wie heute muss ich natürlich städtebaulich sinnvoll Lesungen finden, für das Baupotenzial am PRP zu verteilen. Und das gilt natürlich auch für das zusätzliche Baupotenzial. Hier werden auch die Gemeinderat können eng matschwätzen und noch Bürger rundherum und natürlich allein schon in der Enquete publik hier wird Mathe schwätzen, ob das dann noch eng sinnvollerweise geschieht oder nicht. Weil das Ziel ist natürlich, wie immer, wie ihr das kennt, Karten zu schaffen, die nicht nur eine städtebauliche gute Qualität haben, aber die sich auch gut an die bestehenden Karten, an die bestehenden Dörfer Städte integrieren. Wir haben uns natürlich relativ viel mit der dort froh beschäftigt im Ministerium. Als 10% mehr Baupotenzial ist das doch tatsächlich vertretbar. Wir haben eine Reihe PAG durchgeholt, die sowieso am Gang sind, über Schaft zu gehen. Und wir haben natürlich auch konkrete Beispiele analysiert und auch simuliert, was das bedeutet. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass das zusätzliche Baupotenzial durchaus vertretbar ist mit dem, was aktuell auch an der PAG vorgesehen ist. Ich wollte aber trotzdem, ich sehe auch in der Grafik nebendran noch ein paar Beispiele weisen, wo wir selber Analyse gemacht haben. Weil ein Denkbeispiel vielleicht für uns zu fänken als Munref. Munref hat ein bisschen wie städtische Kontext. Und dafür haben wir auch hier versucht, erst an den Tisch zu gehen, punktuell auf die Gebäude drauf zu setzen, wieder auf die 10% zu kommen. Und da gesehen an der Grafik wird das dann noch da bedeutet, wo wir da schlussendlich auch dort ein bisschen mehr gebaut haben. Und ich meine, kann ich sich einsehen, dass das dort durchaus vertretbar wäre. Selbst haben wir ein bisschen mehr ländlichen Kontext gemäht zu Monrech. Da ist es so, dass man wahrscheinlich in der Region nicht an Tischwerte gehen, mehr echt an der Flächwerte das zusätzliche Baupotenzial verteilen. Heißt, da denkt oder an das Gebäudefläche beisetzen, und da gesehen nur an der Grafik, was das dann kennt bedeuten. Voilà, wenn wir den PRP dann soweit ausgeschafft haben, dann kommen wir an die nächste Etappe, die spannende Phase von der Cession und öffentliche Hand von den Wohnungen. Und da ist es so, dass für dich mit Gemeng im Zug ist. Und Gemeng hat eigentlich 3 Optionen. Die erste Option ist die, dass sie allein Terrain hält und selber dann Bebauung von den erschwinglichen Wohnungen überhält. Das riskiert vielleicht ein bisschen wie komplex zu gehen, wenn natürlich auch das Gesetz über die Marché Publique gilt. Das wird aufwendig gehen. Dafür denken wir, dass an vielen Fällen erst auf die zweite Option wird zurückgegriffen gehen, das ist die, wo die Gemeinde nicht nur Terrain hält, sondern auch direkt die realisierte Wohnung mit überhält. Die dritte Option, das ist also die letzte, das ist die, wo die Gemeinde dann renonciert. Aber wichtig zu sagen ist, wenn die Gemeinde Terrain hält, da geht das über eine Konvention, die wird auch einfach gehalten gehen. Du hast nicht viel Kontinu, wie das auch noch ohne finanzielle Anonymität geschieht. Auf der anderen Seite, wenn die Gemeinde Terrain hält mit der Wohnung, dann wird die Konvention ein bisschen wie komplex gehen vom Kontinu, weil da kommen Baupläne dabei, da kommen keine Charge dabei, wo Materialien fixiert gehen, Definitionen fixiert gehen. Und natürlich gedacht den Entstehungspreis von der Wohnung dann auch da festgehalten. Wenn die Gemeinde renonciert, dann ist es so, dass der Staat überhält. Der Staat mit seinen Promoteurs Publiken, der SNHPM und dem Fonds de Logement. Und da wird der Werdegang, wie wir gerade gesehen haben, mit der Cession vom Terrain oder der Wohnung genau dieselbe sein. Wie wichtig nachher ist der Punkt, dass effektiv die Wohnungen, egal wie an die öffentliche Hand kennt, wenn die Gemeinde renonciert, dann überhält der Moment eben der Staat die Rolle. Wichtig noch zu sagen ist, die Konventionen, von denen ich gerade geschwärzt habe, die müssen aufgeschlossen, jetzt der Bürgermeister eine Baugenehmigung gibt, über die Wohnungen für Wert. Es war wichtig, dass die Session direkt von voran geklärt ist, für zu verhindern, dass die Wohnungen schon im freien Markt verkauft gehen, vielleicht schon realisiert gehen, an die abordablen Wohnungen zu einem viel späten Moment recht auf den Markt kommen. Das ist natürlich unglücklich. Für Ziel ist natürlich ganz klar, für den erschwinglichen Wohnraum zeitgleich oder möglichst zeitgleich auf den Markt zu kriegen, weder noch die Normalwohnungen. Die letzte Etappe, das ist die, wo die Wohnungen da schon an der öffentlichen Hand sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, was kann die öffentliche Hand darunter machen? Da gibt es
Graf zu Möglichkeiten, die echt, dass man sicherlich die Effizienz der Punkte schaffen von einem erschwinglichen Wohnraum, dass die, wo die öffentliche Hand die Wohnungen verlohnt und Leute, die auf erschwinglichen Wohnraum angewiesen sind, und zwar adaptiert vom Loyer her auf die Situation von den jeweiligen Personen, das heißt, Kontinu notamment von ihrem Revenu. Die zweite Option, die die öffentliche Hand hat, ist die, dass die Wohnungen verkauft, mit einem Bayernfiothek, mit einem Droit de Rachat, die ist finanziell natürlich viel mehr interessant, weil sie effektiv quasi zum Nulltarif ist, viel wert, man will die öffentliche Hand den Terrain, den sie behält, beim Bayernfiothek gratis kriegt. Und auf der anderen Seite die Wohnung, die sie zum Entstehungspreis kriegt, auch zum Entstehungspreis weitergeht und die Personen, die die Wohnung dann überholen. Den Droit de Rachat, par contre, den ist extrem wichtig daran, weil die Wohnungen, wenn sie dann verkauft gehen, darum zurück und die öffentliche Hand gehen, die sie darum weiter kann gehen und Leute diese tatsächlich brauchen. So viel zu den Erklärungen vom Artikel 29 bis wie umgesetzt wird. Ein wichtiger Punkt ist allerdings, dass die Kontranten, die aus dem Artikel 29 bis entstehen, dass die möglichst frei auch an der Planung schon mal abfließen lässt. Und dafür gebe ich gerne den Appell machen, dass möglichst auch die Plattform, die wir im Innenministerium anbieten, für städtebauliche Planungen zu begleiten, auch benutzt für die heutigen Dispositionen von 4 Rand zu diskutieren unter all den Akteuren, die effektiv konzerniert sind, heißt notamment mit denen, die tatsächlich auch dann die Wohnungen werden überholen. Weil das ist eigentlich wichtig, dass die von 4 Rand heim guckt, wie eine Wohnung kann ich überholen, wie sehen die aus und wie funktioniert dann der Prozess drin. Voilà, ich sage nicht viel, merci für die Nullausstrahlung und ich hoffe, dass ein Tick ein bisschen wie klar geht. Merci.